Was ist? Eine gute Dornfelder, jawohl. So, trink, Junge, trink. Ich will ja nicht trinken. Okay, was haben wir hier noch? Ja, aber Kostbröbchen hätte man schon... guck mal da. Oh, Korkenzieher. Jawohl. Oh, das Ding kenne ich. Mit dem habe ich so gern gespielt als Kind. Kennt ihr die Dinger? Das ist ja voll cool. Guten Tag, ihr Leid. Ihr Leid, wir spielen Tinykin. Abheit, nicht nur Heid, sondern auch Moje noch. Tinykin ist eine Mischung aus Pikmin und Chibi-Robo. Chibi-Robo ist... Es ist auf jeden Fall ein Nintendo-Ding. Ich weiß nicht, ob es eine Nintendo First-Party-Marke ist oder Second-Party oder sowas, aber ja. Gab es einige Teile für, oder ändert zumindest für Gamecube, wo ich weiß, und DS oder 3DS. Gibt es da eine schöne Amiibo? So, lange Rede, kurzer Sinn. Du gehst fort und ich bleib hin. Wir machen ein neues Spiel. Ich halt die Klappe, während die Inführung gedönse ist, und dann reden wir weiter. Also dann erstmal ein wenig Intro. Blub. Achso, ja, verstehe ich. Yippie. Aegis, my beautiful planet, shining with life, the home planet of humanity, according to what they teach in school. Nowadays, I'm the one teaching. I'm Maladane, an archaeologist and researcher in the most prestigious university in the world. And this is Nevis, my assistant. I've studied relics, artifacts, and fossils, and my conclusion is clear. Humans do not originate from Aegis, but somewhere else. Our true home planet awaits us, far beyond the stars. During my research, I came across an ancient signal, clearly of human origin, emanating from a nearby galaxy. Since that discovery, I've been preparing to go and meet the originator of the signal. We've explored each planet from pole to pole, and now we found it. It's decided. Nevis and I will go to this mysterious planet to uncover the secret of humanity's origins. Vitalfunktion, okay. Ausrüstung, beschädigt. Ursprung, unbekannt. Alter, unbestimmt. Antennen, nicht vorhanden. Mandibeln, verkümmert. So, da sind wir. Ich gehe mal da vorne zu dem Manager da. Ritmi. Hey du da, du bist endlich wach. Du bist plötzlich aufgetaucht und ich hatte schon Angst, dass du nie aufwachen würdest. Es scheint dir gut zu gehen? Entschuldige, jemanden deiner Art habe ich noch nie getroffen. Brauchst du Hilfe, dich zurechtzufinden? Ich habe etwas vorbereitet, das dir helfen wird, dich zurechtzufinden und deine Ausrüstung zu nutzen. Zieh dich einfach um, ja? Gut, ich gebe dir einen Moment, um dich zu orientieren. Wir treffen uns weiter von. So, ihr Leid, dann gucken wir uns mal um. Also, wie ihr vielleicht jetzt festgestellt habt, das ist ein Plattformer. Normalerweise würde ich Jump'n'Run sagen, aber wann ich Jump'n'Run her, denke ich halt sowas an Mario oder sowas, ne? Oder hier genaue Sprünge und zeitabhängig oder was weiß ich was. Aber das ist halt, ne, du musst halt hupse und gucke so. Und das wäre das. Ja, es ist eine 3D-Umgebung, kamerafrei drehbar, wie man sieht. Das ist euch wahrscheinlich nicht schlecht vor. Aber die Manager sind alle 2D. Schön gezeichnetes 2D. So mag ich das. Finde ich voll gut. Lustig halt, ne? Zip. Wenn die Kamera dreht, drehen sich alle 2D-Objekte mit. So muss das sein. So finde ich das gut, ihr Leid. Wir gehen mal an die Dinger da. Sieh dich mit dem rechten Stick um. Das mache ich jetzt gerade mal. Gummodo. Was ist das da zum Beispiel? Das ist ein 9-Volt-Block mit einer Leuchtdiode drauf gebappt. Ein paar Kopierer drin und das daneben. Könnte... Es sieht aus wie ein sehr kleines... ja, MP3-Player-artiges Ding oder sowas. Naja. Okay, das noch was. Mit der A-Taste kannst du springen. Das bringt dich weiter, also probier's gleich aus. Boing, boing, ja klar. Guck mal her, gleich mal Wandsprung probieren. Oder Türsprung. Okay, Blubbersprung habe ich gemacht. Ich habe Blubbersprung gemacht. Wer macht denn nicht? Dann springen wir mal rüber. Flupschi.
Halte A nach einem Sprung gedrückt, um deine Schwebeblase einzusetzen. Aha, bin ich ein Fusch oder was? Hey, blub. Okay, das ist Schwebeblase. Aha, oder? Ich mag das, dass das ja, ne, 3D-Objekte sind. Sprich, hier, komm ich doch hier nicht dran? Nee. Guck mal, da, das S, das kennt jeder. S plus L. Sympathie plus Liebe. Alter, was pappt denn da oben an die Deck? Ja, weil er pappt irgendwas an die Deck, sieht er das? Ja, egal, komm, wir gehen erstmal weiter. So. Gehe ich richtig in der Annahme? Haben die Lichter doch vorhin schon geleuchtet? Okay, ich muss doch lieber Schwebeblase. Ah ja, okay, alles klar. Lichter. Und was brennen kann ich doch. Ups. Cool, kann ich runter. Okay, alles klar. Was ist das überhaupt? Hut. Hut. Hut, Hut. Hut. Hut, 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 Hut. Hut, Hut, Hut. Wer das Lied kennt, ist deutlich jünger wie ich. Wie hello, wie komme ich denn da lieber? Mit Schwebeblase oder was? Ah ja, guck mal da. So. Pack ich das? Ja, ich pack's. Was geht hier ab? Ah, weil wird einer weggeplatscht. Aha. Ein Muschelmann. Pump. Cool. Okay, gib mal noch so ein paar Dinger. Blub, 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 blub. Oh, guck mal, da leider Diskett. Geil. Genie. So habe ich schon. Gehen wir zu dem da ein bisschen Quatsche. Der Rhythmi. Warte, die Tiny-Kind folgen dir? Wie das? Normalerweise wandern sie im ganzen Haus umher und ignorieren alle. Aber die scheinen sie zu mögen. Ach guck mal, der hat also Leuchtdiode mit Batterie und sowas in der Hand. Tiny-Kind haben faszinierende Talente. Habe ich etwa endlich jemanden gefunden, der sie einsetzen kann? Rosa Tiny-Kind sind beispielsweise super stark. Sie können Sachen schieben oder tragen. In einer Gruppe können sie selbst die schwersten Dinge umherschleppen. Prima, mir nach. Ist es, ne? Junge, ich kann nicht fliehen, mach mal halblang. Siehst du den Blumentopf da drüben? Jo, da ist eine Rose drin, ne? Wenn du deine rosa Tiny-Kind dagegen wirfst, kannst du wahrscheinlich den Blumentopf bewegen und den Weg freimachen. Meine Forschung hat ergeben, dass ein bedeutender Gegenstand unter der großen Treppe verborgen liegt. Aber wir kommen nicht hinein. Oh je, neues Ziel. Moment, ich muss mal diese Taste da. Diese verkackte Xbox-Inblendung. Was wär's dann ich? Was ist dann das vertascht? Achso, ist egal, ob du startet das elektrisch. Okay, ja, dann ist es so einfach. Was war das jetzt eigentlich? Erster kleiner Schritt. Hilf Rhythmi Zugang zu der Treppe freizuräumen, indem du den Blumentopf verschiebst. Okay, das kriegen wir hin. Erstmal will ich mal die Diskette da angucken. Oh, guck mal, ich hab da drauf gesuddelt. Das sind die Blubbers, wo die Tiny Kids rauskommen. Was steht da eigentlich? Ich hab hier, ja, nee. So habe ich nie gehabt. Ich habe die große, was ist das, 5/4 Zoll oder was das war? Welche, die schwarze, schwappliche, wo kein so Metallkläppchen da vorne dran ist. Die habe ich gehabt. Also ich habe C64 gehabt und eine Amiga, Atari. Lass mich rote. 800 XE und XL. Zu einer Zeit, wo jeder schon PC gehabt hat oder mindestens ein Amiga oder was weiß ich was. Ich war immer am Zeich tierisch hin und dran, weil ich armes Kind war, hat man das nicht leicht kennen und hab mal aus PCs generell nichts gemacht, weil ich auf Spielkonsole gehabt. Yay. So, aber so, da unten habe ich noch ein paar Clubschis gesehen. Aber ich finde den Bab so geil. Also so schön. Ja. Warte mal, da ist noch einer. Ich will jetzt erstmal die Bab-Dinger da holen. Aber da komme ich aber gar nicht hier, oder? Nee. Aber da, guck mal da. Da kann ich doch bestimmt. Ja, kann ich. Dong, dong, bap, bap. So, jetzt kann ich schon lieber hupsen. Ja, kann ich. Zack. Komm hier nicht, oder? Ah, doch. Oh, die keine Fliehe oder was? Schön. Guck mal, da unten habe ich noch gesehen. Ich latsche jetzt einfach erstmal da rum, ne? Ich sammle mal die ganze Schnitzkis da in. Tiny Kinds, Schnitzkis. Was ist denn eine Schnitzki? Keine Ahnung. Will mich schon mal umgucken. Da ist zum Beispiel. Ja, du Kollege Mann. Ich hab dich schon gesehen. Guck mal, du kannst nicht hochhupsen. Mag ich aber nicht. Ich will nämlich lieber da hochklettern. Und noch ein paar.
So. Spielt sich generell, also muss ich ja doch sagen, spielt sich richtig geil, richtig schön fluffig. Die Kamera dreht sich nicht zu schnell, nicht zu langsam. Ja, ich kenne es natürlich einfach instelle, dass die sich besser dreht, aber die Voreinstellung ist gut. Finde ich gut. Oh, Moment mal. Was war denn das da für Hefter? Science. Jetzt geht er mal da runter. Kann kein Mensch lesen, hey. Junger Stuhl eine Sauklaue. Da war doch irgendwo Schnurweil. Guck mal her. Hopp. Komm mal her, ich muss die Schnur da noch. Muss ich doch da hupsen, ja? Muss ich. Aha. Aha. So, guck. 30 Zipperlis gefangen. Tinykins, Zipperlis. Jetzt heißen sie schon Zipperlis. Jetzt ist es, ne, ihr Leid, tut mir leid. Guck mal, gibt's Fallschade? Weiß ich nicht. Ja, ich komm. Mach keinen Stress, alter Mann. Kann ich mich doch noch ein bisschen umgucken? Wenn du linke Trigger gedrückt hältst, kannst du ein Tinykin in die Hand nehmen. Ziele mit dem rechten Trigger auf einen Ort, um ihn dorthin zu werfen. Wenn ich da gedrückt halte? Ja, kann ich. Okay, ja, das sieht doch gut aus, oder? So, der Weg ist frei. Hol das Bauteil, von dem ich sprach. Okay. Ich will mich mal noch ein bisschen umgucken. Ich hab da oben ist noch irgend so ein Dingens. Was ist das? Wie komme ich da hin? Ja, wahrscheinlich im Moment noch gar nicht. Aha. Oh, muss man doch irgendwie hochkommen, oder? Möchte irgendwie hoch? Ich glaube, ich bin schon wieder deutlich zu... Ach, ich kann doch die Treppe hochgehen. Kann ich doch die Treppe hochgehen? Nee, ich glaube, da ist zu wenig Höhe. Wahrscheinlich. Ja, oh, das lang taub ich nicht. Ja, nee, komm. Ich mache jetzt erstmal weiter, wie es geplant ist. Ich bin schon wieder im Exploration-Mode, sozusagen. Ihr Leid, 90, 91, der Kalender. Das sieht jetzt halt wirklich nur Schulkalender aus. So, ne, habe ich auch gehabt. Was steht da? Domitz oder Ziewort? Man weiß es nicht. Was wollte ich sagen? Keine Ahnung. Ach ja, das Spiel selbst, ihr Leid, es hat kein Gegner. Ne? Warum spiele ich das Spiel wohl? Oh, das sind so Wollmäuse. Kann ich da so Dingens schmeißen? Ja, kann ich. Warte, geht ihn. Flup. Ja, so wurde mir gesagt, zugetragen, das Spiel hat keine Gegner, keine, ja, Leid würde jetzt sagen, Herausforderung, ist natürlich Quatsch. Du musst halt, ja, gucken, wie du weiterkommst. Es geht halt einfach nur darum, wie du die Hindernisse oder das Level, ja, hinter dich kriegst. Also, ein sehr gechilltes Spiel im Pikmin-Style. Das Praktische, wenn du keine Gegner hast, ist dann wohl auch, deine Tinykins können dann, das ist voll cool, wie die auseinandergehen, deine Tinykins können nicht sterben. Tada! Das ist das, was ich habe noch nie Pikmin gespielt. Ab. Oh nein. Jawohl, was mache ich? Okay, die tragen jetzt irgendwo die Brille. Ich habe aber halt schon Leid geguckt, die Pikmin spiele, beziehungsweise, oh stimmt, Pikmin 3 habe ich sogar mal gehabt, beziehungsweise die Freundin. Aber nicht wirklich lang gespielt, so. Jetzt bleibt doch da. Steht ja doch niemand da ab. Hat mich halt immer irgendwie genervt, dass die kleinen Wuselviechers, ne, sammelst da sie in. Huch. Und dann sterben sie. Oder werden gefräst oder was weiß ich was. Das muss ich mir erzählen hier. So, bei Artwin, das erste Bauteil. Wenn du nur wüsstest, wie viele Jahre ich auf diesen Moment gewartet habe. Oh ja, kann kaum noch an sich halten. Guck mal, er kriegt schon voll der heilige Schei. Ach übrigens, ich heiße Rhythmi. Ach, hätte ich nicht gedenkt. Ich hab gemeint, das, was da oben drüber steht, das ist der Name von deinem Leichtstäbchen da, egal. Wir werden ein tolles Team abgeben. Milo Dane? Milo? Ach, das ist mein Name. Milo Dane? Wie ich spreche? Milo. Richtig? Geh ruhig rein, ich erkläre dir alles. Yay! Das ist cool.
Okay, und die Tinykins kommen automatisch zu mir zurück, oder wie? Okay. Wo ist, Was macht der? Wo hat denn der denn eine Knoche daher? Okay, ich gehe schon weiter, Madame, okay. Ich stress da, okay. Hallöchen, hier bin ich. Geh ruhig rein. Okay, dann gehen wir halt mal ruhig rein. Crystal, Chrysalwerkstatt, ein Zufluchtsort des Wissens. Es haben sich ein paar wenige Exzentriker, bla bla bla, hier zusammengefunden. Guck mal, unten ist ein Lego-Rave oder sowas. Will ich hier. Willkommen in meiner bescheidenen Bleibe, Milo. Siehst du den Bauplan an der Wand? Nee. Ach doch, das ist da hinten. Achso, ja, okay. In diesem Haus lebte einst ein Wesen namens Ardwin. Er war weise und gut und viele verehrten ihn als Gottheit. Ich glaube, er war eher ein Gelehrter. Ich glaube, dieser Bauplan wurde von Ardwin gezeichnet, um eine Maschine zu bauen, mit der man das Haus verlassen kann. Achso, das gibt der Helm oder was? Ich habe mein ganzes Leben damit verbracht, die Bauteile zu suchen, und dank dir konnten wir bereits eins ergattern. Ich habe 5 weitere ausgemacht. Sie zu erreichen wird allerdings nicht einfach. Dein Reiseapparat ist beschädigt und du musst nach Hause zurückkehren, nicht wahr? Also hast du keine andere Wahl, als mir zu helfen. Oh, ich muss dir ein paar Freunde vorstellen. Ja, machen wir. Plappa, der Kurator des Ardwin-Museums. Ein wahrlich endloser Quell des Wissens. Und Zicaro, der Nektarbraumeister, der Berg und Tal bereist. Okay. Ich soll das bei Gelegenheit mit ihm reden. Okay. Hat der Kork auf dem Kopf gehabt? Das Haus ist groß und das Herumlaufen wird dich erschöpfen. Ich konnte dein Seifbrett nicht retten, aber ich habe Ersatz gefunden. Hier, nimm. Das ist wirklich ein Stück Seif. Dein Pfund Seifbrett. Blub, mit Blubberer. Mit ihm kannst du an jedem beliebigen Ort rutschen und schneller vorankommen. Du brauchst vielleicht etwas Übung, aber es wird dir sicher gefallen. Halte rechter Button gedrückt, um mit deinem Seifbrett zu rutschen. Probier es aus, dann siehst du schon. Wir treffen uns oben. Wo oben? Da oben, okay. Mir soll ich da nicht gucken? Oh, eine Sache hätte ich fast vergessen. Siehst du das niedliche Fellknäuel? Das ist einer meiner Assistenten und es hat 8 Beine. 2 Ohren. Seltsames Vieh. Sie sind nicht sehr gesprächig, aber äußerst gewissenhaft. Rutsche mit einem Seifbrett auf seinem Seidenfaden entlang und komm zu mir. Okay. Ich hoffe. Okay. Rechter Button. Oh geil, wo bin ich hier? Ah, du bist also Milo. Ach, guck mal. Schön. Das ist wirklich die Abkürzung. Du bist also Milo. Willkommen in der feinsten Brauerei im ganzen Haus. Das ist zufällig auch die einzige Brauerei im ganzen Haus. Na gut. Seit alle dieses eklige, billige Domis, ach, das war das, was wir vorhin gesehen haben auf der Schachtel, dieses eklige, billige Domis in sich reinschütten, ist die Kunst der Nektardestillation verloren und die Leute sind froh über jedes Gesöff, das sie in die Finger bekommen. Siehst interessiert aus. Willst du mir helfen? In jedem Zimmer kannst du Pollen für mich sammeln, aus denen ich die köstlichen Tropfen herstellen werde. Okay, Pollen. Sieht eher aus wie so Fusselwussel. Oder ist... Okay. Ja, geil. Guck das an. Was ist das? Eine gute Dornfelder. Jawohl. So, trink. Junge, trink. Will er nicht trinken. Okay, was haben wir hier noch? Ja, aber Kostbröbchen hätte man schon... Ah, guck mal da. Oh, Korkenzieher. Jawohl. Oh, das Ding kenne ich. Mit dem habe ich so gern gespielt als Kind. Kennt ihr die Dinger? Ich weiß nicht. Ja, normalerweise ist da keine Kerzen in der Mitte drin, ne? Sondern der hat normalerweise dieses Spindelding, dieses Truller-Ding, wo ohne Spitz ist, wo man dann in der Korken in Truller, das hat er drin. Und du machst das, also so wie es jetzt ist, es sieht ja aus, genau, kratzt dich ein bisschen. Es sieht ja aus wie ein Männel, was gerade die Arme hochstreckt. Und ein Bannerdraht, das Banner gehört auch nicht dazu. So, dann setzt du das auf die Weinflasche auf. Moment, setzt du das auf die Weinflasche auf.
Ach nee, anders da. Du machst die Ärmel runter, genau. Du machst die Ärmel runter und setzt das auf die Weinflasche auf. Dann drehst du oben deinen Kopf ewig lang und tust somit dann halt das Truller-Ding, das Spitze halt, was in der Mitte wäre, das dreht sich dann nach unten. Und während sich das nach unten dreht, gehen automatisch die Ärmel nach oben. So. Wenn das Ding ganz runter gedreht ist, dann nimmst du das Ding, also die Flasche ist dann in der Mitte, ne? Und dann nimmst du die Ärmel, die ist jetzt nach oben streckt und drückst die dann halt mit beiden Händen nach unten und das zieht dann deine Stopper aus der Flasche. Also aus der Weinflasche. So. Habe ich euch Kiddies mal erklärt, wie man eine Weinflasche aufmacht als Nicht-Bauer. Indem man einfach mit dem Daumen hinträgt, weil man nicht gerade so dicker Daumen hat. So, oder mit dem Hammer drauf haut, so wie hier. So. Super, haben wir wieder was gelernt. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Das war's mit meinem Let's Play. Ich schalte das nächste Mal wieder in, wann ich euch erkläre, wie ein Doppelkant-Maulschlüssel funktioniert. Das ist kein Doppelkant-Maulschlüssel. Ist auch scheißegal. Hopp. Nee, Quatsch. Wir machen weiter. Sorry, soll ich mir da die Lego-Rave angucken? Hurra! Erster! So. Was ist das? Oh, das ist eine Nähmaschine. Ja, boah, das ist ja alles. Da steht Nähmaschine. Gefährlich hier. Au. Oh, ich kann nicht mehr hupsen. Krass, wieso kann ich denn da drauf nicht hupsen? So kann ich hupsen, ne? Aber da drauf nicht. Wahrscheinlich, damit ich mal da nicht an der Nodel den Kopf hau oder so. Natürlich Sinn. So, ja, ihr Leid, ne? Wie immer. Ich werde mich sehr viel umgucken. Wie sich das gehört. Ich meine, ich habe viel teuer. Ach, guck mal, das ist gar kein. Ich habe gemeint, das wäre so einfach nur hell. Das ist ein Raumschiff, ne? Ui. Ich habe teuer Geld für das Spiel bezahlt, stimmt nicht ganz. Das wäre ich das auch ganz genieße und dann nicht durchrenne wie ein Irrer. Weil ich mir das über alles angucken will, weil ich das nämlich hübsch finde. So. Ah ja, da, guck mal hier. Springen wir dann im Seifbrett auf einen Seitenpfad, um mir entlang zu rutschen. Okay. Ah, stimmt, das Seifbrett habe ich ganz vergessen. Ja! Ach stimmt, da war ja noch irgendwo einer, gell? Wo ist der? Es ist quasi so der, wo rennen kann. Der ist wahrscheinlich da oben, oder? So. Ja. Hopp. Ah, okay. Das geht automatisch. Sehr gut. Ah, wie ich sehe, bist du startklar. Komm mit, ich weiß, wo wir als erstes suchen sollten. Das zweite Bauteil, das wir finden müssen, ist ein Banner, das sich in der Stadt Sancta befindet. Hier entlang, Milo. Und der redet mich halt mit vollem Namen an, aber ich werde den Namen nicht aussprechen, weil ich nicht weiß, wie. Egal. Geh hier durch, sobald du bereit bist. Bin aber noch nicht bereit. Neues Ziel verfügbar. Ja, du durchgeh wahrscheinlich. Hopp. Flupsch. Da, guck, da ist noch einer. Oh, der ist aber klar. Oh, der ist stinkig, hey. Der Plapper. Dieb, Ungeziefer, die Sammlung, bring sie zurück. Was hast du mit den Artefakten getan, Schurke? Ja, Moment. Das war's nicht du, oder? Nein. Tatsache, du bist zu klein. Was? Willkommen im Artwind-Museum. Ich bin der Kurator, Plapper. Leider fiel unsere Einrichtung einem abscheulichen und schändlichen Verbrechen zum Opfer. Der Großteil unserer Sammlung ist verschwunden. Die Riesenkäfer untersuchen die Angelegenheit, aber was soll ich sagen? Ich kann jede Hilfe gebrauchen. Bring mir meine Artefakte heil zurück, dann gebe ich dir die größte Belohnung. Mein Wissen. Wow. Wie viel Wissen kann in so einem kleinen Kopf wohl stecken? Guck mal, ich bin größer wie du. Junge, aber nur ein guter Kopf größer. Also, wenn du dein Dingens nicht so eine Ofen streckst. Was ist das? Die Fühler? Dieses Museum umfasste die größte Sammlung von Artefakten, die nachgewiesenermaßen Artwind gehörten. 14 Artefakte hatte er genutzt. Unbezahlbare, unersetzliche Objekte, mit denen wir mehr über unsere gemeinsame Geschichte erfahren würden. Du musst uns unbedingt helfen, sie zu finden. Ja, ich wollte doch aber eigentlich schubsen, anstatt mit dir quatschen. Was ist das da unten? Das ist eine Münze oder so? Ja. Okay, unbezahlbare Artefakte haben wir nicht. Kann ich da noch irgendwo hingehen? Nee. Oh, was ist da oben? Hübsch. Das ist auf alle Fälle. Oh, da ist eine Schnur, guck da. Oh, die ist abgerissen. Naja, dann muss ich wohl zu dem. Ja, ist so gut, brauchst dich nicht so aufzuregen. Ja, also ich bin bereit. Ich bin bereit. Transitor-Kreuzung. Diese Flure gehören niemandem. Sie sind nur ein Durchgang für Händler und Reisende.
Hier ist der Eingang nach Sancta. Die Stadt ist ein heiliger Pilgerort zu Ehren des großen Artwin. Das Banner gehörte einer frommen Schildwanze namens Solaria. Es ist ihr sehr wichtig, also wird sie es nicht einfach hergeben. Ich habe einen Ersatzschlüssel für Sancta. Den habe ich natürlich völlig legal bekommen. Hier, danke. Ja, soweit ist der jetzt halt nicht weg, dass der jetzt extra blinken muss, aber danke. Ich zähle auf dich und ich bin schon so gespannt, was du mit den Tinykin anstellen wirst. Ich A. Okay. Spaut's doch nuff, Junge. Oder Mädchen. So, kann ich den A so nehmen? Nee. Nimm diesen Schlüssel. Zack. Okay. Soweit, so geschnackelt. Wo müssen wir hin? Da lieber. So hupfen wir doch mit der Blubberblase. War das doch vorhin schon? Ja, doch, da bin ich dann lieber gekommen. Da muss ich drauf seifen. Also so, das ist schön. Tinykin folgen ja nicht in andere Zimmer, das trauen sie sich nicht. Aber sie warten auf deine Rückkehr. Ja, boah, geil, kann ich von der Oben dann irgendwo... Ich bin nur recht hoch, ne? Da könnte ich jetzt halt nie mehr fliehen. Oder auch nicht. Nee, das langt nicht. Oh, shit. Ups, okay, damit hätten wir festgestellt, es gibt Fallschade. Ey, was hat denn der da? Ey, der linke da, der zittert ja richtig verfreut. Okay, also es gibt wohl Fallschade. Also man stirbt, aber ich bin jetzt nicht... Also, die Rücksetzpunkte scheinen sehr schön gesetzt zu sind. Das finde ich gut. Oh, was war das? Hanna, das gesehen, ihr Leid. Du hat jemand, so wie ich die Sache sehe, nicht ganz verstanden, wie so ein Schloss funktioniert. Gesetzt im Fall, der hat das Schloss nicht falsch rum hingebaut, drehst du doch den Schlüssel, wenn die Tür so aufgeht, nur rechts, damit der Schnapper zurückgeht und nicht vor. So, ja egal, hey, jetzt bin ich aber hier, ja, ist egal, es ist mir jetzt aber halt einfach aufgefallen, großartig, auf nach Sancta, so. Es ist mir halt einfach aufgefallen, mein Gott. Ich hab Ammo. Tinykin, ja, bla, ja, kann ich jetzt da nur noch... Schlag, ich sterb schon wieder. Die Stadt Sancta, das religiöse Herzstück. Initianten und Pilger versammeln sich zu Ehren unseres Schöpfers Artwin in der Kathedrale und singen seinen heiligen Lobgesang oder so. Hab's nicht ganz lesen können. Solaria. Ach, das ist Solaria? Das ist... Okay. Wir sind zurück in Sancta. Glückwunsch, Leute. Die Expedition war erfolgreich. Was für eine Ausbeute. So viele unbekannte Objekte und dieses seltsame Relikt. Bei Artwin, das brauchen wir, um unsere Mission zu erfüllen. Schwer zu sagen. Aber ich weiß deinen Enthusiasmus zu schätzen. Es wird Zeit, dass wir das Rätsel lösen, warum der Lobgesang in unseren Köpfen widerhallt. Und wie sie sich freuen mit ihre Fühler. Das ist voll lustig. Generationen von Schildwanzen verlassen sich auf uns. Generationen von Schildwanzen versammeln sich auf uns und tanzen auf unsere Gräber. Okay, noch einmal. Generationen von Schildwanzen verlassen sich auf uns und Artwin höchstpersönlich. Artwin. Welch was ich meine? Die Stadt Sancta. Der stille Lobgesang. The Tardigrades? The Tardigrades. World Tour 95 wahrscheinlich. Oder ist er Play-Button? Ach, willkommen in Sancta, einem von Artwins melodischem Lobgesang gesegnetem Land. Nur die Schildwanzen können seine Stimme hören. Mhm. Seltsam, oder? Dieses Rätsel sträubt sich, gelöst zu werden. Wenn du uns helfen kannst, wissen wir das zu schätzen. Apropos Rätsel. Unsere Missionare haben gerade etwas entdeckt. Du hinne hupst, dann sind deine hinne rechts gemacht. Ein großes, rundes Relikt. Siehst sie an, wenn du es nicht siehst, musst du blind sein. Okay. Kann ich... Es wird nicht einfach werden, Solaria davon zu überzeugen, das Banner herzugeben. Offenbar wollen die Schildwanzen aus Sancta, dass Artwins Lobgesang für alle ertönt. Aber wie soll das gehen? Ach, es ist CD! Ich habe das Gefühl, dass dieses kreisrunde Ding Teil der Lösung ist. Tardigrades, okay. Und ich frage mich, warum die kleine Schildwanze hier so aufgeregt ist. Jetzt habe ich mich auch schon gefreut. Die habe ich schon die ganze Zeit gesehen. So, neues Ziel verfügbar. Ich gehe mal davon aus, ich soll doch hier... Oh, was ist das? Rote Tinykin lieben es, Sachen in die Luft zu jagen. Sie explodieren, wenn sie mit zerbrechlichen Dingen in Berührung kommen. Ja dann. Komm schon mal rüber, Kollege. Oh oh.
Irgendwas von der Rabbits. Okay. Blub, 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 blub. Ja, geil. Oh, guck mal da. So. Was ist noch? Ah, guck mal, ganzer Weg hier. Was geht denn hier ab? Ah, das sind so lila. Ich nehme mal auch noch mit. Haben wir jetzt. Wo sind die rote hier? Ey! Wo sind die rote hier? Oder sind die jetzt halt richtig weg? Ja, das ist ja doof. Das ist ein Ober. Ah, du musst hier noch ein. Kann ich verbrennen? Hier bin ich verschrocken. Ja, ich kann grundsätzlich ein heißer Henrik auch nicht schlecht sein. Ich gucke mich jetzt natürlich um, ne? Oh Mann, ey, ich sehe schon, du gibst sau viel umzugucken. Oh, ja. Wie viel von deinen Tinykins kann ich denn sammeln? Weiß ich gar nicht, ne? Ist irgendwann zu viel? Vorhin haben wir 30 gehabt. Was machst du da? Hallo? Ich habe es gesehen. Was hast du dann gesehen? Da drin, ganz unten im großen Schrank, ein Monster. Es war gigantisch und es hatte überall Haare. Hey, hallo? Ich habe mich halt einfach noch nicht rasiert. Buckel. Böse Augen, gefährliche Reißzähne. Es wollte mich in Stücke reißen. Aber wie kann es sein, dass du noch hier bist und davon erzählen kannst, wenn das Monster so furchterregend war? Durch eine Lücke konnte ich entwischen und dann habe ich den Eingang verbarrikadiert. Uiuiui. Denkst du, das nehme ich dir ab? Wir brauchen jemand Neutrales. Du mit den seltsamen Haaren. Ja, du mit dem seltsamen Harem. Du mit den seltsamen Haaren. Kannst du uns Beweise bringen? Ein Zahn? Haare? Oder eine Zeichnung? Oder ein Harem? Beweise, dass sich wirklich etwas in dem Schrank befindet. Sonst wird Dovi nie die Klappe halten. Ach, ich hab's. Du solltest zu Instagret gehen. Es ist eine Ameise, die hier sehr beliebt ist. Okay, ich verstehe warum. Sie hat ein Gerät, das uns helfen könnte. Ja, jetzt weiß ich ja, warum die Instagret heißt. Alles klar. Na, zum Glück heißt es nicht Wiener Gret. Ich will zu österreichisch reden. Spitze Witz, ja, ich weiß. Warte mal. Hier gibt's Dinge. Ach, da ist die Instagret schon. Ach, guck mal, warum hat's dann Dodor hier gebaut? Brauche ich doch gar nicht. Hey, Instagret, alles klar? Das ist mein Knipser. Ja. Das ist richtig, habe ich gerade vorgelesen. Man drückt den Knopf, stellt sich vor das große Auge aus Glas und BAM! Es macht ein Bild von dem, was er sieht. Er ist ziemlich schwer, aber meine Follower helfen mir, ihn zu tragen. In jedem Zimmer habe ich mindestens ein Bild von mir. Okay. 25. Ich habe nur 3. Ich will du jetzt, okay, ich weiß nicht, ob ich jetzt, ob du, oh, guck mal du. Ah, schee, das ist ein Spiel, was belohnt, hier eine Draht zu gucken. Ja, komm hier. Oh, das ist rosa. Oh, das ist Kassett. Kann ich die nehmen? Nee. Also, wenn man irgendwie was nehmen kann, ne? Oder so, und dann ist das, hat es dann so Umrandung, so. Kriege ich für die goldenen Dinger. Also für 1000 Dinger gibt er mir irgendwas, hat er gesagt. Ah, das ist so Schnapsgedöns. So, guck, das hat dann so Umrandung. Aber hey, das hat viel zu wenig Leid. Ja, das Durlos mal ganz, das brauche ich ja jetzt nicht, ne? Also das brauche ich nicht kaputt zu machen, wenn ich so. Dann haben wir ja. Warte mal, da waren wir noch gar nicht da drin. Dann gehen wir da natürlich hin. Blub, blub. Das ist alles zugestellt hier. Wieso komme ich da nicht hin? Nee, da schon, aber wo kann ich das kaputt machen? Nee. Komme ich dann hin? Ja, ich weiß, ich sollte natürlich. Ich weiß halt nicht, wie das ist, ob, das wann ich jetzt die Story weiterverfolge oder so, ob ich da noch im Haus rumlaufen kann. Deswegen hupse ich jetzt hier fleißig umher und guck mal alles an. So. So geht's. Irgendwas macht wohl Geräusch. Ja. Sind das die goldenen Dinger, die Geräusche machen? Wie viel brauche ich? 8. Hab 16, ja, auch gut.
Okay, jetzt macht's kein Geräusch mehr. Okay, das waren 100 oder was? Ja, geil. Also, merke, diese goldene Futzeldinger, soll Beere oder sowas darstellen. Die mache lustiges Geräusch. Dann hört man, dass die da in der Nähe sind. Magst du? Nee, lass gut sein, Junge. Mach mir klein in die Luft gehen. So, da waren wir überall schon. Ich mag die Stabdinger, du. So. Also aber was? Okay, pass auf, wacht. Also die große Schublade, Schrank. Komm, wir gehen in den Schrank. Ich bin doch jetzt hier. Oh, guck mal, das sieht doch voll super aus hier. Was ist das? Hat ein Brief jetzt dabei. Okay, warum? Guck mal her. Ich nehme dich mit. Was ist das hier? Ach, das ist ein Briefkasten. Da schmeißen wir halt den Brief hin, ne? Zack. Ah, okay. Heute gibt's keine. Der Expressius. Heute gibt's keine Post, mein Freund. Unsere Zusteller sind verschwunden. Sie haben ihre Fracht einfach weggeworfen. Wenn du in Sancta irgendwelche Briefumschläge findest, könntest du sie bitte in den Briefkasten vor dem Schalter einwerfen? Okay. Und du? Ich war was zu sagen. Sorry, ich hab gemeint, der heißt Dipsche. Der heißt Depesche. Das ist was anderes. Hey, du kannst nicht einfach in einer Postfiliale aufkreuzen und erwarten, dass der Schalter offen ist. Hörst du? Okay, dann gehe ich halt wieder so. Alter Stinker. Da komme ich nicht hoch. Oh, da komme ich hoch. So. Soll das ein Witz sein? Ein halbes Dutzend Eierlein für einen einzigen Laib Brot? So viel kostet es momentan. Wir erhalten nur selten Lieferungen aus Ambrose. Sei froh, dass ich noch gutes Brot backen kann, bei den wenigen Mehl, das ich habe. Gutes Brot? Das Essen im goldenen Mutterkorn ist schon seit jeher kaum genießbar. Goldenes Mutterkorn. Und jetzt sind die Preise auch noch astronomisch. Ich werde woanders einkaufen. Ja. Wenn du wiederkommst, um dich zu entschuldigen, vergiss nicht ein Dutzend Eierlein mitzubringen. Wir stecken in einer Krise, die Preise klettern nach oben. Goldenes Mutterkorn. Sehr gut. Okay, ich kann das Brot scheinbar nicht essen. Was ist mit dir? Mit dir quatsche? Nee, geht auch nicht. Oh, Entschuldigung, ich wollte dich nicht hauen. So, ich glaube Motto hinter die ganzen Dinger da. Was mit dir? Du wolltest doch mal was sagen, oder? Hallo, junge Larve. Du gehörst hier nicht hin. Die letzte Metamorphose ist ein Heim für alte, erschöpfte Insekten, die ihr Leben in Admins Obhut ausklingen lassen wollen. Die letzte Metamorphose? Ist das alte Heim oder was? Oh, da ist noch einer drin. Warte mal. Der Schildwanzentrupp. Der Schildwanzentrupp ist wieder in Sancta, oder? Das ist erfreulich. Mein kleiner Bobi-Wan ist sicher bei Ihnen. Hoffentlich stattet er seinem alten Meister einen Besuch ab. Ah, der heißt Qui-Gon. Und der kleine Bobi-Wan. Alter, wie dumm. Okay, haben wir also ein bisschen... Wenn ich dort drauf hups. Ah, wusste ich doch, dass das geht. Oh, sorry. So. Hey, du mit den komischen Haaren. Einer wie du muss erst klopfen, bevor er das Zuhause von ehrlichen Rentnern betritt. Keine Sorge, mein Ferkelchen, was? Er scheint ein Weichei zu sein. Wenn ich einmal mit dem Nudelholz zuhaue, ist er platt wie eine Flunder. Okay. Kann ich noch... Ah, ich würde gerne noch weiter hochgehen. Ne? So. Ah, guck mal da. Was ist da unten? Sektflasche Stopper. Oh, da unten ist ein großer. Hä? Ach so! Was? Ach, die muss man kaputt machen. Okay. Mal wieder was gelernt. Ich muss öfters so mit den Dinger da gucken, ob man da irgendwo drauf werfen kann, weißt du? Was war das jetzt hier? Das ist aber gefährlich hier. Ich meine, die ganzen Bette hier sind auf Streichhölzer und ich tue hier mit Explosiven rumschmeiße. Das ist vielleicht nicht die beste Idee. Ich muss mal da rüber. Wieso ist denn da oben? Wieso ist denn da Filzstift und was ist das Metall da? Keine Ahnung. Ich schub's mal da lieber zum Stopper. Kann ich den nehmen? Nee, kann ich nicht. Also irgendein Alki hat hier gewohnt. So viel ist klar, ne? Also Brief. Achso, kann ich das so jetzt? Ja klar, guck.
Zack. Guck schon wieder dein Brot backst, du Mutterkorn-Fuzzi. Ja. Ist schon klar. Ich würde euch übrigens empfehlen, Cape-Brot aus Mutterkorn zu backen. Also ernsthaft jetzt. Ist nicht gut. So, ich muss mich mal orientieren. Ah, ja, hier. So, wo war dann die, wo sie gesagt hat, dass im Schrank ohne drin... Oh, warte mal. Ich sehe doch, dass du gerade seilst. Du warst ja auch noch nicht drin. Oh, das sind noch Tiny Kinder. Zack. Yay! Da freuen sie sich. Da ist noch so goldener. Was ist denn das da? Ein Dichtspray oder so? Boah, Mann, ey. Das ist ja wohl ein geiles Spiel. Also, dass da halt so viel... Ja, ich weiß, wir haben die Story, haben wir schon irgendwas von der Story gemacht? Nö. Aber macht nichts. Guck mal, man kann so viel entdecken. Das ist ja voll cool. Kann ich in eine Gummidolave und dann macht es einen Barrel? Nein, macht nicht Barrel. So. Und da muss ich wieder wegsprengen. Fast keine Rote mehr, oder? Jetzt habe ich wieder. So. Immer gleich. Erst will ich das Ding da holen. Was ist das? Ah, ja. Na, das ist ja mal praktisch. Was auch praktisch ist, ist zu sehen, dass es da eben noch was gibt. Ja. Oh, Klicker, ich hab mein Spiel gut. Wie bin ich da hochgekommen? So. Zack, okay. Warte mal, oben auf die Lampe. Nicht gut. Okay, ich soll vielleicht eher erst gucken, dann hupse. Das ist eine gute Idee. So. Auf die Lampe oben drauf. Aber da komisch. Kann ich einfach meinen Manager da drauf schmeißen? So ungefähr. Jo, kann ich. Ah, sehr schön. Haben wir wieder was gelernt. So. Ja, das artet jetzt schon aus, merke ich doch, ne? So. Naja. Erst mal das Insammeln, was so da rumleitet. Unten waren noch ein paar rote, habe ich gesehen. Swatch. Biegen kann ich mich nicht, dass ich da drunter pass. Alles klar. So. Ja, ist ein bisschen schlecht, die einzuschätzen, wo man genau steht. Aber schunst. Boah, krass, was gibt's denn so alles noch? Okay. So, was ist da? Was ist das? Einfach nur Nächel freigerahmt. Ja, was bringt mir das jetzt? Das war jetzt dumm. Okay, und das? Streichhälter, guck mal. Ah, sehr schön. Juli. Was ist dort drin? Ist das wieder einfach nur irgend so ein Nachelding? Aber was macht es dann? Ach komm. Ich habe nur noch 6 Stück. Weiß nicht. Oder ist wieder was zum Labere? Willkommen im Hotel zur großen Kassette. Unser Hotel ist das berühmteste in ganz St. und bietet einen atemberaubenden Ausblick auf den Tempel. Pilger aus dem ganzen Haus finden sich hier zusammen. Leider muss ich dich informieren, dass die Büschel auf deinem Kopf unser Etablissement nicht würdig sind. Das nennt man hoher, du Büschel auf dem Kopf. Man sollte meinen, dass du dir mehr wert bist. Was soll dann das heißen? Wieso leid du eigentlich, Naja, okay. Ach, das ist eine VHS-Kassette. Junge, Spiel für alte Säcke, ich sag's euch. So, guten Tag. Guten Tag, Herr Doktor. Hier bin ich. Ach ja. Ach, guck mal da unten. So, zack. Alles hier. 10 Stück. Jetzt kann ich den da auch weglaufen. So, was passiert jetzt? Yay! Oh, da unten brennt was. Ah ne, das ist Stereoanlage, wo das Kabel rausgehoben hat oder was? Oh, war ich noch nicht. So. Guck mal die gelben Dinger hier. Der Kollege will die haben. So. Ich würde jetzt sagen, ja, gucken jetzt immer. Oh, was ist da unten? Unten gucken sie am Fernseher. Gibt es irgendwie so eine Art Zoom? Unten ist einer und hupst und freut sich. Jesus, ne.
Ich habe mich übrigens schon wieder komplett verlaufen. Ich weiß gar nicht mehr, wo wir hin müssen. Perfekt. Ach Gott, das ist das perfekte Spiel für mich. Ich werde zu nichts kommen. Wir gehen jetzt da Doniver und machen dort das Couch-Ding fertig. Oder? Oder so mal Doniver gehen. Ja, ich kann mich nicht entscheiden, also auf Dohi. So, und von da gehe ich da runter. So, guck mal, man kann den Sturz ein bisschen abfangen. Mit dem Blubberding da. Boing, boing. So. Alles klar, guck mal da. So, da finde ich noch so rote Rodis. Rodis, das sind die Rodis. Ja, perfekt. Rodis und Goldies. Guck mal her, Rodis und Goldies. So. Gibt's hier nichts mehr zu entdecken, ne? Dong. So, guck mal, das ist eine Bank zum Ausruhen. Sehr schön. Da hinten gibt's noch was. Ah, Moment, wir gehen da gleich hin dran. Aber erst muss ich das da holen. Eine goldene Lossig, damit ich so ungefähr einen Anhaltspunkt habe. Ah, geht's gerade schon weiter. Wo ich noch hin muss. Ne, beim Runterrutschen gibt's auch noch ein paar. Ja. So, dann muss ich wieder Route durchschneiden, gell? So, ja. Aha. Alles klar. Also das Schöne ist ja, also so habe ich mal, zumindest habe ich es mal noch nicht hingekriegt, dass ich Rosane schmeiße, obwohl Rote gebraucht wäre. Also scheint's. Was ist so los? Nur einer? Ah! Ja, genau, okay. Es scheint halt einfach so zu sein, dass das automatisch die richtige Farbe schmeißt. Das ist sehr praktisch für Leute wie mich. Also nicht, dass ich farbeblind bin oder so, aber hey, dann muss ich da, was weiß ich was, durchwechseln, ob da die richtige Farbe hast oder so und hin und her und blablabla. Und das weiß ich schon in Ordnung, wie es ist. So. Ah, jetzt kommt wieder so praktisch, okay. So. Dong, 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 dong. Das ist so ein Streichholzding. Ah, du hupst wieder so Weberknechte. Okay, also voll geil. Ich tue gerade das ganze Level Fertigsbumse. Da ist doch bestimmt wieder hin auf der Lampe. Ja, ich sehe das Ding. Ah ja, natürlich, guck. Ja, so kann ich gar nicht werfen hier. Kann ich hupsen werfen? Ja, aber hat nicht so funktioniert, wie ich das wollte. Ah doch, guck. Haha. Oder hätte man da einfach Luftkletter kennen? Nee. Kann ich da den Ausschalter bedienen? Kann aus. Nee, schade. Ja, den Brief habe ich natürlich gesehen. Komm her. Komm Schmidt. Jetzt du mal. Oder ohne jetzt hier Monika. So kennt ich Niver. Ja, ich will jetzt aber. Hier ist es nicht. Oh, jetzt so verschrecken. So, Moment, Kamera drehen. So, ich will jetzt mal so langsam zurückgehen und da hingehe erstmal, weil du nämlich so goldenes Zeichen ist. So. Was macht der da? Rote Teilchen. Okay, also, ja, pass auf, wir bringen jetzt den Brief erstmal weg, ne? Und dann gehen wir da hin zu dem Hupsi da. Wir müssen mit der Story da weiterkommen. Ihr leid, ja. Dass man wenigstens noch ein bisschen. Oh Mann, da ist so. Wie heißt das Ding? Ein Perkussionsinstrument. Machen wir es einfach so, ne? Ein Perkussionsinstrument. Oh, das haben wir ja runtergemacht. Wo war dann der? Da ist das Postamt. So, komm her. Zack, Brief hingeworfen. Sehr gut. Jesus, nein, wir haben doch noch so viel zu entdecken. Komm her, hier mache du. Was passiert? Jetzt geht der Schrank weiter auf. Ich hab doch gerade gesehen. Wo ist denn der jetzt Aufgang, der Schrank? Oh ne, wird das doch hinten dran noch ein Haufen Zeichen. Nix. Ich lasse mich schon wieder ablenken. Ich habe gesagt. 7 Stück. Scheiße, ich hab nicht genug. Warte, ich renne schnell daneben. Ja komm, 2 hole ich jetzt, damit ich das Dordo wegkriege. Ich weiß jetzt nicht genau, warum ich das weghaben will unbedingt. Also ich guck. So. Ja komm, dann nehmen wir den anderen mit. Das hätte doch nicht so alle da rumleiden. Da muss so da dann arm Kerl welche. Aber eigentlich ist es doch voll unnötig, das Dordo wegzumachen.
so. Ach, gucke, stimmt. Das hat eh weggemisst, damit die dort durchschlafen können. Ah, ja, okay. Aber alles, morgen, nur nicht heute. Weil, jetzt, tut mir leid, ich muss zu diesem Perkussionsinstrument hingehen. Ja, du nimmst normalerweise das Stäbchen da aus dem Mund und dann kann ich auf deine Frosch draufkloppen und dann macht's halt ein hohles Holzgeräusch, klopf, klopf, so wie wenn ich mal auf den Kopf hau halt. Oder du duschst mit dem Stäbchen die Ricke runter rupple. Und es gibt dann auch so komisches Geräusch. Was ist das denn? Nix, Wackelage gemacht. Oh, es gibt hier so viel zu entdecken. Nein, ich gehe jetzt erst mal... Alter Schwede, hey. Nee, ich gehe jetzt erst mal die Story weitermachen. So, da hinten hupst er immer noch. Das war doch der, oder? Ja, wir sind da aus der Tier rausgekommen. Dann war doch da hinten der. Ja, wir machen jetzt die Story weiter. Genau, da ist die CD. The Frösby. Okay. Die Kampagne war wirklich ein Erfolg. Also das Relikt ist groß und rund. Aber was genau bewerkstelligt ist? Wir sollten es mal werfen. Wo habe ich diese Zeichnung nur gesehen? Was? Wiederhole ich mich etwa? Tut mir leid. Ich kann meine eigenen Gedanken nicht hören. Alles klar. Was bist du? The Posaun. Wow, was für ein Riesending. Ja, was meinst du? Ich hab doch... Ah ja. Okay. Außergewöhnlich. Sieh doch, was wir von der Expedition mitgebracht haben. Ein heiliges Relikt. Darauf ist das Zeichen von Adwin eingraviert. Gelobt sei sein Name. Kein Zweifel, es ist ein Tardigrade. Keine Ahnung. Das ist ein legendäres Wesen, das man mit ihm verbindet. Ich hoffe, die anderen nehmen es mir nicht übel, dass ich gleich losgestürzt bin, um es zu holen. Ah, da ist der Bobby-Wan. Adwin hat uns gelehrt, dass Weisheit und Zurückhaltung Tugenden sind. Aber mal ehrlich, ist dieses Ding nicht das absolut coolste? Was ist es überhaupt? Ich brauche mal eine Auszeit. Ich hoffe, ich habe Zeit, ins Celerion zu einem Kartrennen zu gehen. Okay. Darf ich das einfach so A-Datsche? 10 Stück brauche ich da, habe ich doch locker. Aber erstmal rede ich mit dem da. Warum? Ah, der Kirikou. Okay. Warum hören Erwachsene nie auf mich? Dieses Relikt muss nach da oben zum Schrank gebracht werden. Wo? Da war ich doch schon, oder? Auf dem Relikt und auf dem Poster ist das gleiche Symbol abgebildet. Sorry, das Wort nicht sehen. Ja, aber da muss es doch nicht... Ja, ich würde es ja selbst machen, aber ich bin zu klein. Kannst du die rosa Tinykin benutzen, oder? Wirf ein paar auf das Relikt, dann erledigen die das. Ist klar. Dann freut er sich. Merete Momederedo. Hallo, ich bin Teslas. Also, boah. Das ist Teslas Assistentin und die heißt Spul. Ach, Mann. Hallo, ich bin Teslas Assistentin. Sie hat dir gesagt, was zu tun ist, oder? Nee, wer ist Tesla? Ach so, ist das die, wo ich da in dem anderen Raum mitgeredet habe oder so? Ich soll etwas besorgen, um das durchgetrennte Kabel zu ersetzen für die Maschine, die sie reparieren will. Aha. Es gibt da ein Leiterstück, das genau die richtige Größe hat. Unter diesem Sessel. Tesla meinte, ein Gerät würde mir dann dazu Zugang gewähren. Aber ich weiß nicht mehr welches. Wenn ich sie nochmal frage, hält sie mich für einen Idioten. Ja, das kenne ich. Ich muss sagen, immer 5-mal froh. Und manchmal 6-mal. Was bist denn du für Annie? Garcia. Hey, du Spargeltarzan. Wir suchen eine junge Ameise namens Melodie. Sie ist beim Klavier verschwunden. Ihre Mutter ist noch dort. Weißt du was drüber? Wieso bläschst du mich dann so? Ah. Indie. Ich hoffe wirklich, das war... Eieieiei. Also, der Indie sagt, ich hoffe wirklich, dass das unser letzter Kreuzzug war. Wow. Jesus, hier leid. Ich geh mal da. Oh, da ist eine Gitarre, guck. Ach, da ist das Klavier. Sehr musikalisch scheint er hier zu sein. So, was sind dann ihr Doofer zwei? Was für eine Schlepperei, der Hubert. Der Hubert muss schleppen, ja. Was für eine Schlepperei von Ambrose bis hierher. Wie hieß die Kundin nochmal? Solaria. Jetzt? Eine Schildwanze, wenn ich mich recht erinnere. An einem Tag sind sie in Pandemonis, am nächsten in Balnea.
Die finden irgendwelche Dinge, aber immer noch keinen Artwin. Wir rennen wie blöd überall umher. Vielleicht sind sie inzwischen wieder abgereist. Jetzt hör auf. Sie sind doch da drüben. Sie gehören zu einer Gruppe. Das wird gutes Trinkgeld geben. Das will ich hoffen bei den wenigen, was wir an Lohn bekommen. Okay. So, was ist das hier? Ich weiß nicht, was ist das hier? Oh, so Katze-Klapp, guck mal. Ach, guck mal, schlauerweise haben sie... Aber was ist das? Ist das von der Sensor oder was? Ich tu mal die Jungs da befreie. Oder Mädels, ich weiß gar nicht. Die Mannequins. Oh, aber da hab ich schon gemeint, das sind Orangen, aber ne, das sind schon dieselbe Farbe. So. Dann würde ich jetzt mal, komm, mit dem reden wir jetzt noch, ne? Hopp. Oh, das ist eine Gottesanbeterin. Stute Pache. Scully. Ach, Scully, gut siehst du aus. Wo ist denn der Mulder? Angeblich könnt ihr hier ein Lied hören, das sonst niemand hört. Von einem Typen, den niemand sehen kann. Ich weiß ja nicht, wer verrückter ist. Die Leute hier oder die Mantis in Foliana. Okay, also sie zweifelt an Leute, die an etwas glauben. Und sie heißt Scully. Unglaublich. Geiles Spiel. Das ist cool. So. Komm mal her. Gibt's da noch irgendwie? Nee. Hopp. Wie ist da nun? So, also, wo gucken wir dann her? Ich will doch nicht weitergehen. Ich will jetzt auf die CD ein paar rosa Light werfen. Dass wir halt wenigstens irgendwas fertig kriegen. Ich habe mich wieder, welche, so sehr verklackert. Verklackert? Komm mal her, 10 Stück. So, alles klar. Und jetzt gucken wir mal, wie die Larve, du siehst so, gezeigt. Ah ja, so, okay. So, was ist das? Oh, das ist ein neuer Auftritt. Waren die vorhin schon? Nur auch noch? Ich nehme mich alle mit. Okay. Und was bist du? Das war brutal. Ich weiß deine Hilfe zwar zu schätzen, aber bitte lass den Tempel stehen, okay? Kann ich nicht versprechen. Ey, ich hab doch aber gleich keine Dinger mehr. Jetzt habe ich keine rote mehr. Okay. Ah doch, da eben sie noch. Der Bau dieses Tempels hat uns viel Zeit gekostet, aber hätte Artwin das zu schätzen gewusst? Weiß nicht. Sag du mal's. Ja, ich lass jetzt mal... Oh, der hat kein Stäbchen mehr im Mund. Hab ich den noch rausgeballert? Nö. Aha, okay, sie haben sie hochgekriegt. Ach, guck da. Sehr gut. Sie haben die CD in den CD-Player gekriegt. In die A8 gekriegt, das ist schon mal gut. Kann ich zurück ein Gewissens... Ach, guck mal, der da hat noch ein Stäbchen im Mund. So. Ja, dann. Dann haben wir ja gemacht, was wir gewollt haben. Ne? Dann kann ich ja den nicht da hinwerfen, ne? Na komm. Zack. So. Gucken wir mal, was da hinten so ist. Was ist denn das da? Gut umgucken, ihr Leid. Was für ein Tempel. Es fehlen zwar Türme, Strebewirken, Zacken, aber ansonsten ist er ganz hübsch. Gell? Finde ich ja. Gibt's da viel so rosa Dinger, goldene Dinger da? Da gibt's richtig viel. 2 Stück. Hammer genau noch. Alter, das passt so wie die Bobbes auf die Klobrille. Um's mal nicht wie Schunst als wie so Bauer zu sagen. Oh, ja, die gehen nicht. Ich brauche noch ein paar rote. Haben wir noch ein paar rote irgendwo? Was ist da hinter? Was ist da drin los? Verschmutze die Tempelwände nicht, du Rabauke. Aber mein Herr, das ist nicht meine Absicht, ganz im Gegenteil. Ich bin ein Mistkäfer, versteht ihr? Wir kümmern uns um den Dreck anderer Leute, denen er nur eine Last ist. So viele Worte, zu kompliziert. Du bist schmutzig. Hinfort. Okay. Das ist der arme Mistkäfer in Ruhe. Das ist die Polizei des Waldes. Ah ne, das sind die dicke andere da. Egal. Weißt du, was ich meine? So, was machst du? Ofuda. Ich habe eine kleine Zeichnung von Artwin als Opfergabe an die Wand gehängt. Zeig mal hier. Oh, diese war schön, aber was soll denn das darstellen? Ach, das soll das Sinn oder was? Das sieht irgendwie dumm aus. So, ich muss noch mal gucken, wie die Häse. Babuta? Babuta. Ja. Ja, ich weiß. Ich bin doch aber auf der Suche
und so. Ja, hopp, ist gut. Dann suchen wir halt woanders da. Also, wie war das? Die sind doch Nuffgang, gell? Dann suchen wir da oben halt noch rote. Ah, da gibt es auch noch was zu entdecken hier. Hi! Jesus. Jesus. Jesus, was geht denn hier ab? Krasser Zeich. Krasser Zeich. Ich hab keine rote gerade. Moment, die sind hier Rufkum. Ah ja, dann noch nicht mehr. Oh, die singen hier noch. Okay. So. Moment. Bevor wir da jetzt, ne? Erst mal ein bisschen aufrahmen, das braucht man ja eh nicht mehr. Hopp, geh weg, da. Ah ja, sicher kann ich eh nichts machen. Ich rede gleich mit euch. Keine Sorge. Siehst du das Kabel? Da drüben? Ja, sehe ich. Es scheint durchgetrennt zu sein und muss ersetzt werden. Ansonsten können wir die kryptische Maschine nicht starten. Ich habe meine Assistentin losgeschickt, ein Leiterstück zu holen, das sich in der Nähe des Riesensessels befindet. Aber sie ist nicht zurückgekommen. Ach, das war Spule. Könntest du mal schauen, was sie macht? Ich muss hier bleiben und dieses Schlitzohr Edison im Auge behalten. Okay, Tesla-Spule und Edison, nicht schlecht. Da hat jemand Ahnung von Humor. So. Da will ich aber nicht so neutral, geht doch. Was ist aber das? Oh, da unten. Hier fehlt eine Taste. Aber ich habe schon im ganzen Sancta danach gesucht. Ohne Erfolg. Stimmt, du fällt die Blade hast. Nur an einem Ort konnte ich nicht suchen, und zwar dort oben auf dem Bauwerk, in dem sich das Restaurant Felix befindet. Könntest du das erledigen? Ich muss diesen Quellgeist Tesla im Auge behalten. Ja, das ist Edison, also. Geht in meiner Abwesenheit die kryptische Maschine an, heimst dir die Lorbeeren ein. Ja, das wäre natürlich schlecht. Okay. Okay, die kennen sich. Also Tesla und Edison kennen sich nicht leid. Sehr gut. Und du? Die Rosetta. Lass mich überlegen. Du übersetzt jetzt irgendwas. Ja, das ist genau richtig. Diese ganzen Symbole verstehe ich aber trotzdem nicht. Ja, habe ich mir gedacht, dass du was übersetzt. Okay. Doingi, doingi, doingi. So. Also, wir müssen jetzt halt runtergehen zu der Spule, ne? Vom großen Sessel hat sie gesagt. Das wäre hier. Und das sind die Angstis. Die Angst haben, ne? Und da brauchen wir ganz viel rosa, ne? Haben wir aber noch nicht wirklich. Oh, sind da noch. Wachsen die wieder los? Oder waren wir da einfach noch nicht? Ist ja egal. Jetzt pass auf. Folgendes. Wir gehen jetzt zu der Spule. Wir gehen da durch, weil es cool ist. Guck mal, was ist cool? Guck mal. Und so, ohne so wie jetzt versteckt mich, ist die Musik so gedämpft. Pass auf. Das ist wieder lauter. Das ist voll cool. Bist du die Spule? Ne, du bist die Posaune. Da ist die Spule. Ja. Hallo, ich bin Teslas Assistentin. Sie hat dir gesagt, was zu tun ist, oder? Ja, hat sie diesmal, ja. Durchgetrennte Kabel zu ersetzen für die Maschine, das sie reparieren will. Das ist richtig. Es gibt da ein Leiterstück. Ach ja, stimmt. Das ist genau die richtige Größe hat. Das ist unter diesem Sessel. Ja, da bin ich ja genau in der Nähe. Okay, dann gehen wir einfach da hinten dran. Wenn du das sagst, dann machen wir das noch schnell. Und dann langt's aber verheit, ihr Leid. Ich will ja morgen auch noch was zu Zucker haben. So, ich habe jetzt so rote Dinger, du. Aber da hinten? Hinter dem Sessel ist was? Ne, da ist gar nichts. Oder bin ich falsch seit hinter dem Sessel? Ah ja. Ah ja. Okay, das war nix. Wie sind wir alle no hupse? Ah, wenn der beste Freund von der Brink springen will, wird schon mitspringen. Ah ja, klar. Immer bester Freund, ne? So. Ja, so. Also, was gibt's denn hier Feines? Dann gibt's noch ein paar goldene Dinger. So. Gibt's noch ein paar rote zu holen. Jawohl, jawohl, jawohl. Moje trinkt mal Alkohol. Freies Bier. So. Okay. Ah, guck mal da habe ich jetzt Abkürzung wieder. Schön, schön, schön. Also
Kann man da irgendwie noch hingehen? Nee, ne, was ist das da eigentlich, das Heisel? Keine Ahnung. Ist da hinten dran noch was? Nee, aber da gibt's noch Rosane. Einfach nur Rosane, ja, aber... Achso, ich muss da lieber wahrscheinlich. Hä? Wie komme ich da drauf? Jetzt bin ich gerade etwas überfragt. Einfach nur lieber... Oh, der war knapp. Ja, okay. Ach, guck mal da. Ich verstehe. Ich habe dunkle Grotten in Vergessenheit geratene Höhlen und uralte Grüfte erkundet. Aber dieses Relikt? Die Spalte, in der wir es gefunden haben, war so eng und instabil. Sie ist eingestürzt, als wir sie verlassen haben. Aber kurz vorher habe ich etwas Seltsames gesehen. Einen großen Augapfel, der uns im Dunkeln anstarrte. Nur ein orangefarbener Schimmer umgab ihn. Schade, dass wir nicht nochmal hingehen und es uns genauer ansehen können. Boah. So. Zack. Ah, cool. Yay. So, sehr schön. So. Ab. Dann gehen wir da mal drunter, oder? Moment. Ach, das ist eine Stimmgabel. Was mache ich mit dir? Moment. Wir brauchen mal 6. Hoffende Wetter, dann kenne die Stimmgabel irgendwo hier. Ja, aber das ist das, was sie braucht. Ernsthaft jetzt? Ja, die braucht doch aber Cash. Oder doch? Mit Metall könntest du die zwei Dinger da verbinden. Das könntest du schon machen. Guck mal, gehen sie mal vor, ob das stimmt. Gut gemacht. Ah ja, du bringst das Leiterstück doch sicher zurück zu Tesla. Dann sag ihr bitte, dass ich auch geholfen habe. Okay, mache ich. Moment, nicht so schnell. Ihr Leid, ihr Kiddies. Kann ich mich da drauf stellen? Ja, cool. Jawohl, meine Lakaien. So transportiert den König zu Tesla. Schneller, bitte. Zu euch komme ich not her. So. So, siehst du? Hey. Ach so. Ui. Mal lieber Biber, hä? Da haben wir ja was gebaut. Krasse Sache. So, dann sind wir soweit. Ich würde sagen, ihr Leid, dann machen wir hier jetzt halt Schluss. Ey, jetzt mal. Ohne Quatsch. Ich hätte nicht gedacht, dass das Spiel so viel Spaß macht. Also, machen wir hier jetzt die Abmoderation sozusagen. Ich habe das Spiel gekriegt. Ich glaube, das war ein 5er-Pack oder sowas für 5 Euro. Oder waren es 7 oder waren es 10? Keine Ahnung. Da war drin Venba. Falls das jemand was sagt. Das ist relativ aktuell noch. Desto. Mail irgendwas, wo so ein kleines Pilzmädchen ist. Und der Vorgänger von dem Mail Pilzmädchen. Hier ist irgendwie Muschi Go Home oder sowas. Okay, das hat sich komplett falsch gerade angehört. Aber so ähnlich irgendwie. Also, ach ja, da war noch Bear and Breakfast hieß das Spiel. Das war halt so 5er-Pack irgendwie. Und hat nicht viel Geld gekostet. Und ich wollte dieses, das Pilzmädchen-Spiel wollte ich haben. Weil das sah halt chillig aus. Das habe ich auf einem anderen Kanal gesehen, wo es Annie gespielt hat. Und dann habe ich mir gedacht, oh, das sieht aber gut aus. Ne? Und die Freundin fand auch, dass es lustig aussieht. Und dachte mir so, komm, ich weiß nicht, was es kostet hat. 5, 6, 7 Euro für 5 Spiele oder so. Und da war halt das Tiny Kind dabei. Und ja, was angeguckt, denkst so, ja, komm, hab ich jetzt wirklich Bock auf Pikmin. Als ich aber gelesen habe, dass es kein Gegner im Spiel gibt und es geht nur ums Entdecken, war ich voll dabei. Aber hey, 2D, 3D, bunt, dumme Watch-Spiele, ein bisschen Retro-Humor, also so mit Videokassette und Scheißdreck, das ist doch voll mein Ding hier. Aller gut, ihr Leid. Dann war's das für heute. Morgen geht's weiter. Und dann gucken wir mal, dann rede ich da mit der Tesla. Und dann gucken wir mal, was für schöne Musik die hat. Ich gehe mal davon aus, dass man da erst noch einen Play-Button suchen müsse. Aber das sieht man dann alles moje. Und nicht heute. Also dann sage ich mal Tschüss. Bis moje. Wenn ihr wollt, könnt ihr zugucken. Das sieht ihr, wie die Story weitergeht. Wenn ihr nicht weiter zugucken, habt ihr Pech gehabt. Sieht ihr nicht, wie es weitergeht. Wird euch euer Leben lang verfolgen. Also schalte in. Um zu wissen, wie es weitergeht. Und tschüss.